Moscheen in Ostturkestan wurden zugunsten vieler neuer Baröffnungen geschlossen. Nun wird erzählt, die Ausübung des muslimischen Freitaggebets sei verboten worden. Im asiatischen Radio wird von dem Landespräsidenten Chin Chueng berichtet, der in Moscheen Ostturkestans intelligente Überwachungstechnologien ausbaute. Dazu gehören Gesichtserkennung sowie die dazugehörige Datenauswertungsprogramme der erkannten Personen. Moscheegänge sind unter diesen totalitären Umständen für Gläubige erschwert, denn auch mit Konsequenzen beim Bruch des Verbots sei zu rechnen. Einer Uigurin wurde beim Telefonieren in Zeytinburnu, der Türkei, von einem sich nähernden Motorrad abrupt ihr Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Sicherheitskameras zeichneten auf, wie die junge Frau mit ihrem Arm noch an ihrem Handy hängend gewaltsam über den Boden gezogen wurde. Am 5. November wurde eine Operation der türkischen Polizeibeamten gestartet, in welcher 2 Verdächtige auf gerichtlicher Anordnung verhaftet wurden. In der angeblich autonomen Region Ostturkestan forderte die Autonomiebehörde von den Einwohnern der Region, sich freiwillig zu stellen, sollten sie sich mit Terrorismus, Separatismus und Fanatismus vergiftet haben. Weiter drohend heißt es auf der offiziellen Seite in den sozialen Medien der Behörden selbst, dass jene, die sich innerhalb 30 Tagen stellten, eventuell eine Begnadigung erwarten könnten. Laut einer Studie des Institut Econ-Pol machte die USA durch Importe aus China und einen Extrazoll 18,4 Milliarden Dollar Gewinn. China will wohl durch vermehrte Finanzierung von Filmen aus Hollywood dem Staat eher kritisch gesinntere Filme vom Markt drängen. Dies sei in den letzten 10 Jahren besonders an dem Beispiel von 7 Jahre in Tibet, einem China-kritischen Film, veranschaulicht worden, da dieser vom Markt verschwand.